Er kommt nicht nur aus Basel, sondern eigentlich kommt er noch von viel weiter her. Soweit ich weiss, er kommt nämlich aus Holland, ist das richtig? So halb? Er kommt aus halb Holland, aus halb Basel. Klatsch auf die Bühne, der Michael Dero. Ja, also ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein, aber die Freude währt nur kurz, denn ich war traurig, sehr, sehr, sehr traurig. Ich werde sofort wieder traurig, wenn ich daran zurückdenke, wie traurig ich war. Es war der Tag, jener vermaledeite Tag, der für manche den Tag doch für mich eine ganze Welt veränderte. Nichts war nachher mehr wie zuvor. Wie zuvor nichts mehr so war, wie es nachher sein würde. Wer fühlte nicht mit an dem Tag, meine Damen und Herren? Wer ließ keine Tränen an dem Tag? An jenem Tag, als Samuel Schmidt zurücktrat. Die Amerikaner hatten Onkel Sam, wir hatten unseren Sammy. Ja, Samuel Schmidt, jahrelang warst du auf dich alleine gestellt. Wie Rambo einst durch die Wälder irrte. Im Kampf gegen das Unrecht schwirrtest du durch die Wandelhallen des Bundeshauses. Im aussichtslosen Ringen um dein Rüstungsbudget. Du warst eine heimliche Autorität für dein vor sich hin siechendes Heer, das du ganz alleine verteidigtest gegen die einzig wahren Feinde, der National- und Ständerat. Wollten dir die Linken Schmutzfinken dein Kriegskessel ganz wegnehmen, zerknüllten dir die bürgerlichen Kollegen laufend dein immer bescheideneres Einkaufszettel. Das Wort Verteidigungsminister erhielt dank dir eine völlig neue Bedeutung. Die Verteidigung deiner Rüstungsmission gegen diejenigen, die dich einst gewählt hatten. Das Parlament schenkte dir nichts und von deinen Bundesratskollegen kam auch keine Hilfe. Es war dir vollkommen schleierhaft, warum Galmire mit Ahmadinejad flirtete. Doris Leuthard wiederum sah dich nach deinen Klagen nur mit großen Augen an, während Pascal Guschbert gepumpt seiner eigenen Nase nachlief. Bei Blocher warst du einfach froh, als er endlich weg war und Wittmer Schlumpf sich in den Bundesrat gemogelt hatte. Ja, beim Rudi Merz war sowieso nichts zu holen, der dachte doch eh nur an Kürzungen. Sogar sein Herz lief auf Sparflamme. Und Moritz Leuenberger, der war einfach traurig. Aber kehren wir zurück zu dir, lieber Sammy. Du, der zusehends wie eine Fliege im Netz Intrigen spinnender Parlamentarier herumstrampeltest. Ein Budget nach dem anderen schmetterte man dir ab. Freude hatte früher geherrscht. Niedergeschlagen besannst du dich vom Kampfe zermürbt darauf, dass du ja auch noch Sportminister warst. Mit einem Sixpack protzen konntest du zwar nicht, und auch mit dem Curlingbesen fühltest du dich ebenso unwohl wie im Sägemehl mit Nöl di Foro. Und nach einem Spiel der Fußballnazi hatte der Hakan Yakin tatsächlich keine Ahnung, wer dieser Mann eigentlich war, der in der Hand spielte. Dabei hattest du ihm sogar gesagt, du seist dann der Samuel. Nur wir, meine Damen und Herren, Sie und ich, wir und Sie, Philanthropen, UBS-Banker, nette Leute, SVP-Stänker, Basler und Dreckszürcher, Zürcher und Scheiß-Basler, Rösti und Graben, wir Deutschschweizer und der Rest halt. Wir eben das Schweizer Volk, wir blieben dir treu, lieber Sammy. Doch es kam noch schlimmer. Inzwischen hatten die Ehrenstalker nämlich längst angefangen, sich um dich zu sammeln, wie die Fliegen beim Gaggi. Die Zürcher SVP hatte dich bereits aus der Landespartei gemobbt, als sich dann auch dein Armeechef Roland Neff als Stalker entpuppte. Er hatte hinter deinem Rücken seine Ex-Freundin auf einschlägigen Online-Erotik-Treffs für Liebesdienste angeboten. Ja, aber wie um Himmels Willen solltest du darüber informiert sein, lieber Sammy? Es hat auch mir die Sprache verschlagen. Der infame Versuch, dich in irgendwelcher Form mit Sex in Verbindung zu bringen.
Und das, während sich Kollege Leuenberger erst noch ungeniert und öffentlich für freien Personenverkehr ausgesprochen hat. Im vergangenen Herbst hast du dann doch kapituliert. Nach einem kurzen Schwächeanfall bist du mit der SVP-Fraktion einen Pakt eingegangen. Manche waren der Meinung, du hättest deine Seele verkauft. Aber dann wäre die SVP ja Mephistopheles und so weit will ich nun doch nicht gehen, denn der arme Teufel in dieser tragischen Komödie warst du. Sammy Schmidt, ich vergiss dich nicht.